Immer noch hier in Yggdrasil unterwegs, geht das Abenteuer weiter, Freunde, hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Ja, letzte Part war ziemlich spannend noch, also spannend, naja, in Anführungszeichen. Wir haben immerhin herausgefunden, dass der Typ da ganz rechts da, der aussieht, als hätte irgendwie einen Rock an, der ist irgendwie so ein, naja, gewisser Odin, der ja, irgendwie hinter uns Herz zu sein scheint. Die Frage ist bloß, warum? Tja, aber erstmal unser Deck noch ganz kurz angucken. Denn wir haben im letzten Part noch ein paar neue Karten gekriegt und sind die Frage, welche können wir ins Deck packen und welche eher weniger. So, wollen wir mal die Truhe, kann ich irgendwie nach neuen Karten sortieren oder so, wäre ein bisschen klüger. Na egal, also Monster haben wir nicht gerade viel gefunden, das stimmt soweit. Dann mache ich mal Kartenrand und sag mal erstmal, zack, normal. Bereits 2 der 5 Exodia-Teile, ja, nicht schlecht. Ja, vielleicht gibt es sogar noch ein Exodia-Deck hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds. Also Master of the Cards. Könnte durchaus noch sein. Wie gesagt, hier gibt es nicht viel. Wir haben so eine Riesenbazille gefunden im letzten Part, aber mit der anderen kann ich gerade viel anfangen, deswegen lassen wir Monsterkarten bei uns momentan noch so, wie sie gerade sind. Und ich hole mir stattdessen... wo ist er? Achso. Der Meister der Gedanken. Ja, genau. Moment mal. Was so? Nein, den so Filter. So, jetzt aber. Und zwar nach Synchromonster. Der geht leider nicht, der finstere Jagdbomber, aber wir haben ja hier den antiken Feendrachen. Ja, bereits 3 der eigentlich 6 legendären Drachen, war. Der schwarze Rosendrache, Sternenstabdrachen, kann man irgendwie 3-mal ins Deck nehmen, krass. Da wäre dann der Rotdrachen Erzunterweltler, der... ja, wie ist das schon wieder? Mann, der Drache von Crow, ja, fällt gerade der Name nicht mehr ein, toll. Meine Grauen sind heute mal wieder total am Arsch und, was haben wir sonst noch? Genau, den Drachen von Leo, der Lebenskraftdrache ist doch der irgendwie... Monster-Tour, ergreifen des Empfängers, ja, das kann für später eventuell. Jetzt aber erst einmal nochmal zum Filter, und zwar Kartenrand, was war das gerade noch? Genau, Zauber. Denn wir haben ein paar neue Zauberkarten gekriegt, unter anderem, was haben wir jetzt am Deck alles bereits? Ja, gute Karten soweit. Die Frage ist, dann nehmen wir auch den Topf der Gier noch ins Deck. Und das ist eine gute Karte, Freunde. Mein Schwarzloch sicher nicht. Das ist unser eigenes Monster und ist mit dem aktuellen Deck nicht unbedingt so von Vorteil. Silberflügel. Typ Drache der Stufe 8, da hören wir dieser Karte aus. Silberflügel. Moment mal ganz kurz. Haben wir jetzt Sternenstabdrache? Okay, ja, das ist Stufe 7 leider. Der auch, also ehrlich, nur Sternenstabdrache. Damit Silberflügel ausgerüstet werden kann, natürlich später noch der Rotdrachen Erzunterweltler von Jack, das schon, aber momentan. Nur der Sternenstabdrache ist natürlich ein bisschen doof. So, Topf der Gier, die Frage, nehmen wir ins Deck oder nehmen wir es nicht auf? Ich meine, theoretisch natürlich 2 Karten extra immer geil, aber da wir bereits die feindliche Wohltat im Deck haben. Na, ist natürlich die Frage, ist für unser aktuelles Deck besser, auch ein paar Karten abwerfen zu können, oder wollen wir lieber sagen, nee, nur Karten zu ziehen, ohne abzuwerfen, ist besser. Weil ich ehrlich sein soll, Freunde. Ich meine, wir haben so viele Karten im Deck und die sind nicht alle unbedingt aufeinander abgestimmt. Sprich, wir haben Karten irgendwie, sagen wir mal, 3 oder 4 kommen, die sind cool miteinander. Wenn ich irgendwie nur einen davon habe, ist natürlich ein bisschen doof. Deswegen wäre natürlich freundliche Wohltat ganz gut. Damit man je nach Situation neue Kombinationen ausdenken kann. Also wenn wir gerne korrigieren und so, aber ich habe das Gefühl, dass für dieses Deck, das wir hier gerade haben, ist die freundliche Wohltat besser als Topf der Gier. Tja. Die Frage ist, was jetzt genau tun. Vor allem hier, was man noch stört, ist die Kriegerlady eine, dass wir die nur einmal haben, ist doch total kacke. Ein Monster, was du nur einmal hast, bringt dir doch nichts. Das ist doch total doof, Mann. So, sortieren. Rangspunkten.
Echt nur die eine? Des Schwarzen Waldes, ja. Tja, tatsächlich, wir haben nur diese eine Karte hier. Die Kriegerlede der Einöde, ach du Scheibenkleister. Okay, lassen wir es mal so. Naja, das Deck ist eigentlich im Großen und Ganzen noch ganz gut. Ich hoffe, es wird noch eine Weile ganz gut bleiben. Gut, hätten das und legen direkt mal weiter los. Immer noch nicht, wa? Nö, fällt ihm noch. Geht es direkt weiter im nächsten Duell. Und zwar vulkanische Verbrennung gegen Giri? Was? Das ist nicht gut, das ist auch nicht. Oh, warte, wenn ich die hier einlege, dann. Okay, bin fertig. Oh, perfektes Timing. Ich habe gerade meinen Power-Tank im letzten Schliff verpasst. Ich muss sofort mal ausprobieren. Alles klar, Mann? Okay, Mann. Länger los, Mann. Gegen Giri also. Stein, Schere, Papier. Sag mal Stein. Yeah. Tja, und es wird Zeit für ein Duell. Vulkanische Verbrennung, Synchro 2, ganz cool. Na, wie sieht's denn aus? Momentan ziemlich mies, mal eher sein soll, aber gut. Okay, das ist erstmal ein Monster verdeckt. Und spielt dann noch eine Karte verdeckt. So, Zug beendet. Jetzt auch hinrufen können, das Monsterstufe 2. Was bringt das? Vor allem aktuell wäre es ein bisschen doof gewesen. Oh, man sagt es Grab. Ganz toll. Vielen Dank auch. Das kann ich benutzen wohl, um mir 2 Monster zurückzuholen, was er gleich zerstören wird. Oh, nein! Nein! Nicht so ein Deck! Oh, Leute, aber das sind ganz miese Erinnerungen, das Deck. Hey, alter Schwede. Ja, so ein Deck haben wir früher mal ganz übel auseinandergenommen. Ey. Boah, da bin ich aber ganz böse daran. Okay, jetzt müssen wir ganz gut überlegen. Hol ich mal einen Elfenschwertkämpfer. Ach du Scheiße, es kann übel werden, Freunde. Das kann nicht nur, das wird auch übel werden, wenn ich das nicht sofort unterbinde. Und zwar ganz schnell. So, als erstes opfere ich mal meinen Elfenschwertkämpfer. Und rufe Möbius, den Frostmonarch. Einer der stärksten Monster. Na, Möbius, bist du bereit? Zerstöre seine Zauber- und Fallenkarten. Er verdeckt ein offenes, wildes Feuer. Aua. Achso, macht ihm Schaden. Wilde Feuerspielmark, gar nicht schlecht. Kumpel, das war jetzt ein bisschen doof, wenn man das so sagen darf, wa? Zerstören offene Glubbeschleuniger, die du kontrollierst, und sind alle Monster auf dem Spielfeld. Glubbeschleuniger. Hehe, da hat er direkt mein Effekt ausgekontert. Ja, ganz toll. Ja, was mache ich jetzt? Ich können doch ihn rufen, aber ja, was bringt mir das? Nicht wieder sehr viel. Und deswegen bin ich mal in Zug. Oh, Scheibenkleister. Wenn das mal nicht übel ausgeht, Freunde. Kampfphase, los, direkter Angriff. Das alles? Ist ja fast schon ein bisschen lame. Na, warte, zieh ich mal. Komm schon, Monster. Was ist das schon für eine Karte? Ein Fallmonster, das will jetzt zerstören. 500 Punkte Schaden zu, natürlich ein bisschen doof, aber dafür habe ich ja meine Rückkehr des Kriegers. So, ganz kurz überlegen, macht es am besten. Weil meine Überlegung ist, ich hole jetzt erst einmal
Ja, muss man so erklären. Ich greife erst einmal mit meiner netten Kombi an. Hier aus dem Captain und dann noch weitere Monster. Und warte mal ab, bis er mehr kann auf dem Feld, aber vor allem halt mehr so nervige Zauber fallen kann, mit denen er meine Lebenspunkte direkt angreifen will. Sobald er das hat, hole ich mir ein Empfängermonster aus dem Deck mit Verstärkung für die Armee. Ruft ihn eine Spezialbeschwörung, ruft den anderen aus Normalbeschwörung, synchronisiert zum schwarzen Rosendrachen und zerstöre alle Karten auf dem Feld. Das ist mal so die erste Strategie gewesen und die erste Idee davon. Ob die auch wirklich funktioniert? Tja, wir werden sehen. Tja, netter Versuch, Kumpel, aber das klappt. Was? Also, ja, ist gut, wenn die Battlefahrt, aber ganz vergessen. Ich dachte, Angriff negieren und annullieren würde nur bei einem Monster klappen. Ich glaube, die komplette Battlephase überspringen. Friedensbote, Moment mal. Das steht doch gar nicht. Friedensbote bewirkt, dass es nur das Monster mehr als 1500 Angriffspunkte mehr angreifen können. Ja, das heißt natürlich, das wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt ihn rufen würde, weil er hat natürlich ein bisschen mehr Punkte. Ja, er will es unbedingt so, kann er haben. Captain, greif an! Erlebst du eigentlich auch selten, dass du so darüber froh bist, keine starken Monster zu haben, ey. Zack. Sehr schön, momentan sieht es doch mal ganz gut aus. So, Zug beendet. Moment mal, Friedensbote wirkt auch bei ihm. Achso, stimmt, das ist ein Effekt hier. Im Gegenfeuer und so. Ich muss noch ein paar... Wollte schon sagen, ich muss noch ein paar stark kann Deck haben. Das kann ja nicht sein, dass es bereits alles war. Oh nein, es kommt die Zauberkarte wieder. Hey, oh. Da haben wir so böse Erinnerungen, Freunde. In der richtigen Kombi kann er mir alle Lebenspunkte auf einmal abziehen. Stimmt, das war's ja auch noch. Oh oh, ja, das Déjà-vu kommt zurück, es kehrt zurück, Mann. Das ist echt scheiße. Boah, Alter. Du bist ein wahnsinniger Autsch. Oh, das meinte ich vorhin. Na klar, spiel einfach Riesentun an, holt seine Karte zurück. War so eine krasse Combo und ich bin sogar noch für einen Angriff offen. Ich bin gerade mal so auf. Doch nicht. Hä? Darf gar nicht mehr angreifen, oder wie? Autsch, das muss ja wehtun. Gegenfeuer, Dankeschön. Tja, was mache ich jetzt? Finstere Abstimmung, perfekt. Das könnte sogar funktionieren. Nun gut, dann rufe ich erst einmal als Spezialbeschwörung meinen Stufenkrieger. Im Angriffsmodus. Jemand, ein ganz geiles Monster, wa? Tja, hat was. Dann spiele ich mal Verstärkung für die Armee. Und hole... Na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hier bist du ja. Geh Rümpelsynchronisierer zurück. Also zurück. Einmal so, wa? Sehr schön. Und nun rufe ich ihn auch schon. Meinen alten Kumpel Gerümpelsynchronisierer. Und jetzt Zeit für eine Synchrobeschwörung der Extraklasse, denn ich rufe... den schwarzen Rosendrachen. Jiha! Im Angriffsmodus. Tja. Jackpot Baby, das war's für dich, Giri, denn jetzt wird Zeit für seine besondere Fähigkeit. So schnell kann's gehen, wa? Tja, ist jetzt noch eine Karte verdeckt. Und beende meinen Zug. Der hat doch keine Chance mehr. Tja, habe ich gesagt, keine Chance mehr. Ne, noch nicht, das kommt erst noch. Dann ziehe ich mal wieder. Magische Steinausgrabung, alles klar. Aber zuerst aktiviere ich meine verdeckte Karte. Finstere Abstimmung. Das kostet mir zwar ein paar Punkte, aber was er dafür holen kann, ist umso besser. Meinen mächtigen Drachen.
Tja, hat so keine besondere Fähigkeit, kann auch nicht angreifen. Aber das kann man ja irgendwie ein bisschen umgehen, nicht wahr? Tja, und zwar hiermit Desynchro. Ich gehe jetzt zurück in mein Extra-Deck und dafür kriege ich die Monster zurück. Hallo? Leute. Was zum Henker soll das werden? Zahle 800 Lebenspunkte, wähle ein Synchromonster in einem Friedhof und beschwöre eine Spezialbeschwörung. Wenn das Monster stört diese Karte. Okay, soweit, so gut. Wähle ein offenes Synchromonster, lege es ins Extra-Deck seines Besitzers zurück. Ja, und hier steht's doch, falls dann alle Monster für die Synchrobeschwörung eines Monsters benutzt wurden und im Friedhof sind, kannst du Spezialbeschwörung beschwören. Und die sind hier drin. Hier seht ihr, der und der sind beide da. Und ich kann beide als Spezialbeschwörung rufen. Dann willst du mir das verarschen, deswegen, weil ich das Monster vom Friedhof zurückgeholt habe, das irgendwie nicht gehen sollte. Hä? Das steht hier nirgends. Och Leute, eine coole neue Kombo zeigen, dann plötzlich, geht nicht, ja. Weil irgendwie, na, in der Hinterhalt haben wir das nicht bedacht und so und deswegen geht's doch nicht. Also, aber hier steht nirgends drauf, dass das nicht darf. Ich meine, klar, das Monster wurde zerstört und so, aber nur, dass ich dann deswegen nicht mehr... Moment mal, es wäre das gleiche, als würde ich jetzt zum Beispiel den schwarzen Rohsachen mit irgendwie Monster-Animation vom Friedhof zurückholen. Dann dürfte sich auch nicht mehr irgendwie mit Desynchro wieder aufteilen können. Oder? Meinst du, theoretisch dürfte es dann auch nicht mehr gehen? Hä? Was für eine Kacke ist denn das? Na egal, ich will erstmal mit diese Zauberkarte. Wobei in meinen Zug. Leute, was soll denn das? Jetzt mal ganz ehrlich, habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Geht das? Dürfte das gar nicht gehen? Oder ist es einfach nur ein Fehler vom Spiel? Also ich bin eher letztes Meinung, weil das müsste eigentlich gehen. Es steht nirgends, dass der Effekt da nicht funktioniert, wenn ich das Monster vom Friedhof zurückhole. Ja, toll Gegenfeuer. Das war schon nette Zauberkarte im Friedhof wieder. Die Frage ist bloß, Rückkehr des Kriegers. Nee, dann ist irgendwie. Bringt auch alles nichts. Verstärkung für die Armee, auch nichts. Okay. Wenn mal mein Zug fürs Erste. Und warte, aber ganz ehrlich, wie's. Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Ich überlege die ganze Zeit im Hinterkopf. Aber da stand nie irgendwas drüber, dass Desynchro bei sowas nicht funktionieren dürfte. Da steht nur, wählen offene Synchromonster, lege es ins Extra-Deck seines Besitzers zurück, bla bla. Habe ich alles gemacht, aber die Monster sind auf dem Friedhof, aber trotzdem kann ich sie nicht, oder dafür sie nicht rufen, wohl eher. Was für ein Beschiss, ey. So. Rufe ich mal Breaker, den magischen Krieger. Aktiviert es eine besondere Fähigkeit, um die verdeckte Karte zu vernichten. Nur mal so sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Genau deswegen. So, Breaker, wird Zeit für einen Angriff. Vernichte die Uferschildkröte. Okay, Desynchro klappt in Kombination mit Finns Abstimmung also nicht. Ja, gut zu wissen. Oh Mensch, das wäre so eine geile Kombi gewesen. Das war doch irgendwie... Ja, der Sinn dieser Karten, die ich am Deck habe, macht es schon zur Hälfte zunichte. Ich muss bereits überlegen, ja, Desynchron so wieder aus dem Deck zu nehmen. Menschenskind, ey, das ist jetzt so eine geile Kombi und dann nichts gewesen mit Spesen. Ja. So ist das Leben, Freunde, so ist leider das Leben. Aber Giri scheint auch schon mit seinem Leute am Ende zu sein. Aua, dieser dämliche Sonneneruptionsdrache, der mich nervt. Dämlicher Effekt. Hey, na endlich mal, da kommt's ja schon. Das schon wird gar nichts mehr werden. So, freundliche Wohltat, bitte wirke mal und bring mir 3 neue Karten.
Okay, lege ich mal die ab. Und den gleich auch. Jetzt mal noch eine Karte verdeckt, dann hebe ich mir mal später auf. Und rufen den blühenden Captain im Angriffsmodus. Und dazu auch meinen netten kleinen gebieterischen Ritter. Servus. Boom, da ist er auch schon. Ein ganz krasses Teil. So. Wollen wir doch mal. Und zwar nicht Breaker, nee, sondern der Captain, wobei spielt gar keine Rolle, sehe ich gerade. 3 Mons mit gleichen Angriffspunkten. Sie ist auch selten. Ja, Gegenfeuer schön. Aua. Du Arsch, so. Ritter, greif an. Und noch einmal. Autsch. Du musst einen reichen waren, dann haben wir 4, das reicht dann locker. Angriff! Autsch! Was Menk war das denn? Oh oh, ich soll vielleicht besser darauf achten, dass ich dafür Monster auf den Friedhof schicke. Scheiße, so ist bald vorbei. Na toll, mir fallen kann es jetzt auch für den Arsch. Kann gar nicht mehr einsetzen. Was zum... Ja, ich hab's Zug beendet, so jetzt aber. Oh, du Scheibenkleister. Ja. Bitte mach jetzt nichts, das mir irgendwie erledigen würde. Das kann nicht wahr sein. Nein, das ist doch... Oh, das ist alles wegen dieser dämlichen Kombi, Mann. Oh, lecco mio, Freunde. Mensch, das gibt's doch nicht. Was soll denn der Quatsch? Ah, und dann haben wir eben noch wegen dieser dämlichen Kombi auf dem Finster Abstimmung und Desynchro auf. Ja, noch einmal. Ja, jetzt gibt's noch nicht, hey. So, Schere, Stein, Papier. Was machen wir dann? Natürlich Stein. Schlägt Schere, genau. Ich fange an. Muss irgendwie sein vulkanische Verbrennungsdeck irgendwie aus den Angeln heben. Und mich selber irgendwie zu, naja, abzumurken, kann man beinahe schon sagen. So, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber Freunde, wie es genau aussehen wird, das erfahren wir dann im nächsten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards. Muss irgendwie das Deck irgendwie... Ja, nicht auf... scheiße, das Duell gewonnen, wenn das geklappt hätte mit... Das wäre so eine geile Strategie gewesen, aber die natürlich nicht, geht nicht, nö, kein Bock drauf. Och, Menno. Das freue mich jetzt ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, es war so eine geile Kombi und dann machen wir das... Was auch immer das war, aber irgendetwas, ob es irgendwie Unwissenheit von mir war, Unwissenheit der Programmierer, wie auch immer, irgendwas haben wir jetzt gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ganz toll. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.